Für was leid du Strei? Das Aski-Strei, Madame, das sind Puppen. Okay, Ich gesehen, meine Idee für eislecker Pornoen zu produzieren, ist vielleicht noch überdenkenswert. ich fand, entschieden hört rasch drauf, solange der legale Kader aus der Sache sexy zu finden, die ihr sexy findet, da können Menge wegen Grundprä sein oder letzte Beispiele, die einfach auch nicht so schön klingen. Und die schön klingen, die kann ich nicht unbedingt beim Sex benutzen. Also ich fand Rich Rogers mega schön Wort. Obwohl, für BDSM, ob Lützeburg ist das cool. Oder wenn ich wie Pimpampel, so ein, weißt du, so. Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das eine Spezial-Sexstellung, der Pimpampel. Wie lieb, und da muss ich so rudern, das ist so wie beim Schmetterlingsschwimmen. Ja, irgendwie Ja, so etwas hatte ich da- mal Luft gestaltet. Ich weiß da- nicht genau, wie das gewesen gesehen mit Gittert bestimmt. Gesagt dann, aber wenn das Sex am Wasser hört, das ist das wie Wasserbolli. Weißt du, dann sind die Da kleinen kann ich Schwan. synchron schwammen, Ja. Puppen machen. Über Grumpren und geflügelte Tieren. Schwarze Lot, Joel. Und dann? Also am Anfang schwätzen wir über Sprachen an Spruch oder Schwätzen beim Sex. Und ob der den beeinflusst, von ihn an der enger oder an der anderen Spruch fickt. Genau. Datei ass Mayway Sex. Wir schwätzen all Mittwoch über den anderen Thema zu Sexualität. Vun wéi de Kierper funktionéiert, iwwer Bezeungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Joel, ich wollte dich fragen, wie viele verschiedene Sprachen hast du schon beim Sex geschwätzt? Hast du das nur gezählt? Ja, und ich meine, es sind da effektiv schon 2. Deutsch und Englisch. Seriös? Ja. Okay. Und du? Maja, ich als ehemalige A-Schülerin und effektiv, ja, doch als Sprachen, die ich an der Schule gelernt habe, plus letzte, wo ich schon keine Versicherung zu machen. Wo ich aber dazu muss sagen, dass ich damals, wo ich an der Sprachschule war, ob Deuxième oder Premiere, da war mein Spanisch mega schlecht und ich hatte aber ein ziemlich interessantes Experiment gesprochen. Ja. Und ich habe den Deutsch von der Zeit verstanden und dann immer nur gefroren. Und ich so, nee, komm über der Sex war gar nicht so wichtig. Ja. Also das ist nämlich eng von den Frauen, ob die ich wollte angehen, haut, als das nicht dann komplett steuernd, wenn die andere Person nicht so gut versteht. Also das war im Grunde auch immer. Also das kann sie, weil den Spruch nicht gut kann, oder das kann sie, weil die Person dann enger Spruch in Dialekt schwätzt, den die vielleicht nicht so gut versteht. Oder einen ganz komischen Akzent hat. Ich hatte mit einer anderen Person 4 Gespräche zu diesem Podcast. Und war interessant, weil die mir erzählt hat, dass eine Freundin hat, die prostituiert ist an der Türkei. Und hat erzählt vom Klient an der Prostituierte, wie die dann aber man nicht kommuniziert haben. Und hat so, also ob am Prostitutionskontext oder so am Privatleben am Allgemeinen, dass sie mit dem Körper kommuniziert. Und dass es dafür eigentlich immer egal ist, wie ein Spruch geschwärzt wird. Und ich muss sagen, dass ich das just bedingt für richtig halte. Wie ist das bei dir? Ich fand, du hast genau recht, weil ich meine, also ich fand sowieso, dass es wichtig ist zu kommunizieren, Führen während am Numsex. Und ich fand, wenn man sich nicht ganz gut versteht, das hat für Gründe auch immer, dann hindert das ein bisschen drin. Das kann auch einfach gefährlich sein für ihr selber oder einfach unangenehme Situationen rausrufen. Ich wollte aber mal über die bisschen seriöse Sachen schwätzen, weil du gesagt hast, du hast schon also vielen Sprachen Sex gehabt. Gibt es einen engen Spruch, die dich besonders untönt? Also, obwohl, das sind die man sklavierdisch geklungen hat mit dem Spanischen. Ich fand, das aber noch immer sexy. Also, das war ja auch nicht der einzige spanische Mensch, mit dem ich jetzt zu tun hatte. Ich fand, ja, Spanisch gibt da auch irgendwie, also Spanisch fand ich interessant, an Lateinamerika geschwärzt geht. Das hört einfach für mich schon einen gewissen Sexappeal. Das ist extrem klischeehaft, aber ich habe auch express Spanisch gewählt und nicht Italienisch. Also das heißt nicht, dass ich niemand einem italienischen Mensch kennenschlafe, aber ich finde das aber schon ziemlich interessant fand, muss ich sagen. Ja. War das dein Liebling? Österreichisch fand ich auch sexy. Wie hast du mit Österreichisch Wahl? Also da muss ich so, und da komme ich dann direkt bei meinem nächsten Punkt, nämlich Punkt von Dialekten. Ich hatte das schon ein bisschen angeschwärzt. Also so, wenn ich in Österreich stehe, so als Lützebäuer und du nicht an Österreich gelebt, dann klingt das alles ein bisschen selbisch. Mit ihnen da immens viel verschiedene Dialekte, die sich ändern, noch überhaupt nicht ähnlich sind, aber die Leute ganz
oder schon immer nicht verstehen von Dall zu Dall. Es gibt zum Beispiel den steirischen Dialekt aus der Steiermark, den also immens Graf und viele Leute so, das gibt ein bisschen klingen, wie wenn Leute bilden die ganzen Zeit. Und ich muss so, das fand ich zum Beispiel nicht immens sexy. Ich hatte aber eine Zeit lang eine Partnerin, die aus der Steiermark fährt und so geschwärzt hat. Und am Anfang dachte ich so, das ist ein bisschen komisch. Aber gewinnt den schon aber drin. Und auch wenn das bis mir ein deftig Spruch ist, kann den aber ganz liebevoll mit denen kommunizieren. Ich meine, das bei der Sprache besser wie mit den Namen, wenn du bis eine Person kanntest, die du gar nicht leiden kannst, und die hat einen bestimmten Namen, dann lädt da immer, wenn eine neue Kant geboren wird, und das Kant heißt, also wie die Person, die das mega lädt, weil du da findest, dass du so einen Arschloch-Umhang und dem Kant hängt, bis zum Ende von seinem Leben. Ich meine, mit der Sprache ist es doch ein bisschen so, wenn die Menschen kennengelernt hat, zu denen eine positive Konnexion hat, da kann, wenn das Klangbild rumkommt, dann triggert das ja sich extrem positiv. Hast du da Sprachen, die nicht mehr negativ triggern können? Nee, das meine ich nicht. Ich wollte nach zu dem, was du positiv so ist. Ja. So, also für mich ist das doch nicht nur ein Spruch oder sich, mir auch wie Leute schwätzen zum Beispiel. Und es gibt Leute, die eine ganz eigene Spruchmelodie haben oder ein ganz eigene dabei ist, für sich auszudrücken, ob der eine oder andere Spruch. Und ja, wenn den dann Henker sich an die verguckt wird oder mit einer Person Sex hat, dann kann es sein, dass in einmal vor einer Person steht, die sich ähnlich ausdrückt. Denke ich so, tschö, du erinnerst mich gerade genau an die und ich fand dich super sympathisch und am Anfang hört das gar nicht mit dir zu dienen. Absolut, ja. Also es gibt keinen Spruch, die du so richtig alle findest. Nee, ich meine nicht. Also es gibt Sprüche gehen, die ich zwar kann, wo ich aber echt Probleme habe, mich auszudrücken, wie zum Beispiel Französisch. Okay, das ist auch die einzige mir bon. Wie zum Beispiel Französisch, und du hättest da wahrscheinlich ein bisschen Angst für drin, für da nicht zu fahren oder nicht zu wissen, wann ich wie misst so. Aber ich meine aber, dass das, also wenn ich eine gewisse Basis von der Kommunikation hat, dann die kann ich auch mit Körperspruch zu denen und mit einfach Sachen nachfragen, dann ist es aber im Endeffekt wahrscheinlich egal. Also du hast ja auch gezählt von deiner spanischen Bekanntschaft, wo es dann nicht wirklich viel so kann, so dass ich nicht gut ausdrücken kann, sondern das aber irgendwie gegangen. Hast du da andere Erfahrungen gemacht? Also eine von den ganz wenigen Sachen, die effektiv nicht gehen als Schwäbisch, obwohl das doch eine dumme Behauptung. Also ich fand das einfach nicht sexy, dass wohl nicht von einer Person, die mich ums sexuelle Niveau extrem unternt. Ich gebe so einen Arsch, kann aber leider nicht mal da schlafen, weil du schwätzt den Dialekt oder so. Ich muss so ein Schwäbisch fand ich zum Beispiel nicht so schlimm. Ich weiß, dass ich ein paar Leute ganz sexy fand und die Schwäbisch geschwärzt und die auch ziemlich stärken schwäbischen Akzent hatten. Ich hatte mal eine Person, die das Büsse gemäht hat, die mens viel, die dazu nach einem Spruchfehler hat, also die hat ein bisschen gelispelt. Und am Anfang konnte ich denken so, ist das nicht ein bisschen komisch, ist das nicht ein bisschen, tönt das ein bisschen auf, so, wenn die Person nicht proper schwätzen kann. Und am Anfang ist das ja wirklich also schon mal ein diskriminierender Gedanke für zu so ich will mit der Person nicht aufhängen oder ich fand die komisch, weil sie nicht so schwätzt, wie ich das standardmäßig geben werde, wie ich das im Fernsehen kenne. Und das hört man auch noch paar Minuten, nee, das nicht, das hört man auch noch einer gewisser Zeit gar nicht mehr ausgemäht oder dass man gar nicht mehr aufgefallen, dass die Person einen Spruchfehler hat. Also du meinst, gibt das natürlich Schiedsrichter seinen Fehlhälften hört an, es gibt immer auch akustisch Fehlhälften oder spruchlich Fehlhälften. Nee, ich meine, du kann ihn aber, wenn ihn eine Person wirklich sympathisch findet, der the benefit of the doubt gehen und das einfach ausprobieren. Was für allem wichtig ist, und da sind ich auch noch drauf gestoßen, dass mir ist für allem wichtig, wenn ich mit Leuten interagiere, einfach zu wissen, dass das, was sie so, egal auf welcher Spruch sie so,
dass er dazu so ich find, das klingt so plötzlich noch mal komisch mir wie hin der Schnirwel gewusst ist ich will das Leute mir klipp erklor Sache kommunizieren also sie wird was gerne und beim Sex mir auch einfach dass es weiß die Person verstellt sich nicht an du also effektiv dann egal auf wer Spruch kennt an der Schule noch beim Wortspruchfehler eigentlich Druck gedurcht das schon wenn man eben suggerieren dass das etwas problematisch ist dass du kommen an Debat von aus eine Behinderung ran an was ja wichtig ist, dass das in sich irgendwie versteht und das auch, wie du siehst, und das habe ich oft gemerkt, so dass sich Stroh gewinnen, was etwas immens sympathisch machen kann, was am Anfang vielleicht wie Mangel rüber könnt, was dann aber eigentlich extrem positiv geht. Und da komme ich dann auch noch auf den Punkt, du kannst ja sogar zwei verschiedene Sprachen schwätzen oder dieselbe und du hast aber keinen gemeinsamen Spruch. Das ist das ganz interessant, weißt wenn du zu zwei bist, also ich fange bei der schon komplizierter, aber noch nicht so komplizierter Situation, wie wir mal nach mir Leute involviert sind. Ja, du musst dir auch dann nach ein Kadei-Jargon mal nicht fangen. So, hast du doch schon erlebt, dass du dann zwei Sprache mal nicht geschwärzt hast, oder dass den von dir wieder kennengelernt hat, dann an ihm getrennt? Ja, das schon. Also natürlich, wenn den als Lützeburger länger Zeit am Ausland lebt, dann ist das Thema, dass den nicht Österreicherin ist. Und das wäre bei mir eben auch der Fall. Und verschiedene Leute haben da schon wollten Ersatz lehren oder haben da gefragt, ja, wie sie den dann, ich liebe dich auf Lützeburg. Und dann haben wir so, pardon, aber das Verb lieben, das geht dann als ein schöner Spruch nicht. Mir dann den eben gesagt, schon dich gern. Das ist auch dann ganz süß, wenn die Leute probieren, das auszuschwätzen. Und ich fand aber, also ich habe noch schon mal Leute, wo man dann komischerweise, obwohl man einen anderen gemeinsamen Spruch hätte, wo die Person am Anfang nur wäre, dass man wie wohl angefangen und Englisch mit denen zu schwätzen. Also Heinz, du hörst ja einfach so, ich weiß nicht, eine komische Furcht gehabt und dann entwickelt das so, dass dann gewisse Sachen irgendwie auf Englisch sieht, weil vielleicht doch dann irgendeine Distanz da ist oder weil es mich sexy klingt oder weil die Sachen auch nicht ausdrücken kann. Das fand ich auch von ganz flott und wenn den du so mehrsprachig ist, der kann verschiedene Sprachen dann auch benutzen, für gewisse Sachen zu sagen. Wie viel Nichtschwätzen hältst du für wertvoll? Also findest du es wichtig, dass bei all sexuellem Akt so mal mehr wie 15, 20 Minuten dauert? Wie wichtig ist es, dass geschwätzt wird? Ich meine, wir sind das total ähnlich, jetzt bei mir auch die ganzen Menschen, die heute Podcast machen, dass Kommunikation wichtig ist. Ja, Kommunikation und Spruchsehen, eigentlich zwei verschiedene Sachen. Das stimmt. Wie schön kann doch heinst du sie nicht zu schwätzen, egal wie ein Spruch. Das kann so super schön sein, zu schwätzen. Mir das tut viel mit Vertrauen, viel mit sich kennen zu dienen. Und ich fand es trotzdem aber immer wichtig, für Not zu fragen, ob das der Person gerade gut geht, ob das gerade okay ist, ob es der Person gerade noch gut geht, ob sie nicht zu viel überfordert ist von dem, was gerade geschieht. Also das tut auch teilweise mit sexuellen Praktiken zu dienen, wo ihr einfach will, sicher gehen, ist das wirklich okay, ist das gut für dich. Heinz, du hast das ja von den Geräuschen hier nicht immer so zu unterscheiden, ob das in Stunden ist, weil es der Person gut geht oder ja. In Stunden, weil in der Person gerade irgendwie wehgetan hat oder so. Von daher fand ich es schon flott, für nicht viel mussten zu schwätzen. Mir fand aber auch gut, für zu wissen, okay, das ist wirklich okay, für nur zu fragen. Und das ist so okay, wenn die andere Person irgendwie so möchte, für dann zu fragen, wird das ja oder wird das nee? Weil ich gebe das doch gerne wissen und ich werde noch nicht weiter, jetzt man das nicht sehen. Und gibt das heißt ein bisschen nervt dann noch, für wenn eine Person immer so Sachen nur friert, fand ich das aber ganz wichtig, für du einfach sicher zu gehen, dass Konsens herrscht und dass eine Person nicht sich nicht wohl fühlt bei dem, was gerade geschieht. Aber ich fand schon, das stillt auch Shaker sind und kommuniziert den ja auch anders, dann kann ich auch just nonverbal kommunizieren. Also kann ich ja zum Beispiel auch Zeichen ausmachen, die heißen nee oder ja oder ich brauche Pause, wo ihn einfach eine Hand trägt oder ob ich etwas weiß oder ich etwas hochwerft.
das vielleicht nicht so, also soll den vielleicht nicht so kompliziert Sachen aus, aber die Verhalten schon so gut. Ah ja, du hast aus Balkonsfenster rausgehalten. Das ist von Hannen. Ich habe doch schon Situationen, wo Leute mir da nur gesagt haben, ich konnte doch nämlich schwätzen. Du hast mich so futti gemäht, also im guten Sinn, dass ich im Moment nicht mehr schwätzen konnte, dass ich einfach nicht mehr wieder davon tun. Und das kann auch passieren. Kannst du dir da vorstellen, mit deiner Person zu schlafen, wo du keinen gemeinsamen Spruch wärts fanden? Meinst du keinen gemeinsamen verbalen Spruch? Ja, also ich stelle mir da die schwer vor, weil ihn ja einfach schwätzen muss. Ja. Kannst du dir das vorstellen? Ich habe mir das unmussig gerne vorgestellt. Ich hatte die Situation zu Ramallah, weil du eben die Situation effektiv war, dass vielleicht eben Arabisch geschwärzt haben und die Person, die ich mega spannend fand, und die apparently auch schon interessiert war, dass die effektiv kein Englisch konnte und das dann so wie seht ihr das, am Niveau von der Nullstunde irgendwann immer innergegangen, anstatt das aber eigentlich ziemlich spannend fand. Den Struck durch, dass ich für ein Senior Arabisch auf der Uni studieren wollte, und ich gedacht, das hat er geholfen, ne? Bei den Reis. Also ich gebe da nicht gerne probieren. Das Problem ist natürlich, wenn ich aus dem Punkt, wo es einfach nicht weiter kann gehen, wo wirklich, was ist das Schlimmste, was geschehen kann in dem Moment. Ja. Ich wollte eigentlich war das jetzt sowieso, man zu denen auf Verständigungsprobleme zurückzukommen, weil die ja auch gut, wenn ich nicht, also den Extremfall, der den wirklich nicht einen Spruch hat, die gemeinsam schwätzen kann, da das für den Fall, mit den anderen Fall, als zum Beispiel, wie ich gesagt habe, dass die Person einfach nicht mehr schwätzen kann, weil sie überfordert das. Ja. Oder wo so ganz banal Sachen, wie dass den entrischen Mund hört und dann nämlich so, so wirklich so schwätzen kann, was eigentlich oft geschieht, also ich weiß nicht genau, wer du beim Sex oft das Problem hast, der den dann irgendwann einen super drischen Mund hört, aber stay hydrated, Kids, so ein Schuss. Das ist ein gutes Slogan von den neuen Stickern. Ja, weil ich hatte schon so Situationen, dass Leute mir super sexy ab Sandoa flüstern wollten. Und nicht da so gesagt, pardon, ich mich schon nicht verstanden. Und dann, dann hast du halt so, ja, fick mich, dann irgendwie nicht mehr so spannend von denen, dann sich dreimal mit mich so räuspern und ich muss kurz einen Schluck Wasser holen. Also Spaß beiseite, holt ruhig einen Schluck Wasser schmecken, das ist mir wichtig, wie dann super sexy klingt. Und obwohl das bei spontane Geschichte nicht immer geht, denke ich, dass es sich anbietet, effektiv so Mini-Zechen aufzumachen. Also dass ihr irgendwie an einem bisschen international zusammenfassende Kontext einfach so Signale eben gibt. Also du sind wir auch immer am Punkt von wie so ein Jahr, wie so ein Schnee und da sind ob man also dass sie wirklich den Nähe für und allem geklärt wird so mit wie sich das so Leute kennen, das ja oft aus der BDSM ziehen, weil das da nach einer ganz anderen Relevanz wird. Und ich fand eigentlich, das finde ich schon frei gedurcht, dass Leute, die im BDSM-Kontext gut auf NRW sind, Regeln folgen, eigentlich extrem viele Koppeln oder auch Leute, die das einfach, also Leute, die einfach gerne Sex haben, sie meinen es voraus haben, weil sie Sachen müssen, Standardsachen müssen einfach klären, weil sie so hier Praktik nicht können machen. Und ich fand, dass das eigentlich überall so soll sein. Ja. Also es gibt ja die ganz gängige Praxis vom sogenannten Safe Word, also genau, da sich E-Word sich zum Beispiel Rhabarberkuch oder Armageddon oder so. Ja. Ich habe es halt am normalen Spruch gebracht, während dem Sex normalerweise nicht viel könnt, wo die andere Person dann direkt merkt, das heißt Safe Word. Jean-Claude Juncker. Zum Beispiel, ja. Dann halt vielleicht sowieso von einem, halt alles auf. Vom selben ab. Aber das ist einfach ein Deko-Tool für auch für Vanilla-Sex, also nicht mehr DSM-Sex, für einfach zu wissen, okay, ich mache mal kurz Stopp und dann kommunizieren wir und dann können wir eventuell weitermachen. Es gibt auch zum Beispiel den System von der Runde Lourdes, also das sieht rot, orange, grün. Grün heißt das gut mehr Führung, orange heißt Pause und rot heißt Stopp.
du so wollte ich auch noch gerade auf einen kurz unhängen, dass das so ganz viel für die Nullaustra, die denke, was sind das für Pfeife gehabt, weil sie nicht über Begriffe schwätzen. Wir weisen halt ganz freundlich darüber hin, dass es schon an der ersten Staffel ganze Emissionen gab, die sich also sowohl mit wieder am sexuellen Kontext beschäftigt, schon mit Kommunikation, mit wieder für Genitalien und dafür mehr als ein bisschen mehr auf Spruch fokussiert. Also den Trial hat bei mir ein Signal ausgelesen, an dem er vor Rot geschwärzt hat, für ich gedacht habe, Stop in the name of love, mir müssen die Leute noch so, wo sie eine Sache ausdrücken. Ja, also wenn der Lo wollt wissen, wieso zum Beispiel Person mit einer Vulva seht und nicht mit einer Vagina seht, dann könnt ihr die dementsprechend Episode lauschen. Du geht da ganz freundlich abgeklärt über die verschiedenen Begriffe, die es gibt für Genitalien und aber auch für man nicht schlufen, Sex hun, Puppen, Fecken, all die Begriffe. Genau, hast du schon eine Präferenz? Ich meine, Sex hun an Fecken fand ich normalerweise gut. Ich habe immens müssen lachen an der Präparation heute so, wenn ich noch genau am Kopf war, meine 7 oder so. Und ich stand bei meiner Mom und habe mit meiner Mom geschwärzt und so, dass ich so, ja, wie in das da gibt so, also wie die Wurzeln da gibt so, und dann sie so, die bei man nicht schlafen. Und ich weiß nicht, dass ich damals wirklich gedacht habe, das haben sie wahrscheinlich am 15. Jahrhundert gesagt oder so, und Mama ist mega oldschool. Bis ich irgendwann gemerkt habe, dass das ja damals ein ganz legitimen Term war eigentlich. Und ich fand die passt auch noch immer, also so, sag's von eben auch. Dazu passend habe ich aber noch eine froh, die ein bisschen mit Buch zu tun hat, aber auch ein bisschen mit Begriffen. Hast du Begriffe, die du als andere Sprachen hältst, die du quasi da unegens? Also sowohl, oder als andere Kontexte, die du unegens? Für während dem Sex, du meinst du, Zum oder? Beispiel, oder für über Masturbation zu schwätzen oder so. Ich fand die man hilfreich, also mir hat das immer geholfen, dass es die ganze Terminologie gibt, die sind effektiv oft Englisch, also man es an dem Background, den ich schon, oder auch weil die Literatur darüber mehr breit gefächert ist, wo es auch darum geht, dass die anderen das verstehen. Also ich schon beim Scrubbing, beim Scrabble, wenn ich zum Beispiel Rimming, nee, wie hieß das alles schon mal, wenn den Analorgang leckt? Das ist Rimming, ja. Ah, ist das Rimming? Genau. Ja, und ich wusste, dass ich das machen kann, und das ist ja auch toll, wenn ich so Sachen möchte. Und den ich beim Scrabble kennengelernt. Für den Kollegen, den das gelöscht hat, so, Fucker, das darfst du nicht lehnen. So. Nee, und von der man eine Weiterhilfe für Sachen zu so, fand ich das eigentlich ganz gut. Es gibt ja Leute, die Lützeburg lieben so, also am Lützeburgischen, an ihrem Lützeburgischen Spruch, genau. weil sie das Wort gerne hätten und nicht, dass dann unser Spruch leider nicht gibt. Ja. Ich schon eine Person kannt, also die eine Frau, die Wichsen gesucht hat für Masturbieren. Ah, das kann ich aber auch, da kann ich da viel, ja. Ja, ich schon das Ja. Demos kennengelernt und schon das bisschen, ich weiß nicht, mich hat das Demos erstaunt und ein bisschen für den Kopf gestoßen. Ich wäre vielleicht ein bisschen vielleicht Eine kulturelle Aneignung. So. Ja, ein bisschen closed-minded für wo statt die ich gehören und ja, mir wichsen, das möchte ich mir denken, Chance. Ja, nee. Ja, das. Was ich mich nur nachgefragt habe, das fällt schon nämlich ganz an den Kontext von der Spruch, das ist die Benennung vom eigenen Genital aus sich so. Also ich meine wirklich auch, dass in den Sachen nimmt und so weiter. So Jean-Paul II. Ja, oder Jean-Paul Sartre an Alice Schwarzer oder... Oh. Sind das nicht von Inge Brüst? Ja. Nee, ich merke, wie empfindlich ich da bin. Also auch von den so Dirty Talk man nehmt oder sich so schreibt oder so, dass es scheinst du, dass es ein E-Wort kann gehen, das durchgeht. Oh, ein Schreibfehler. Das geht wirklich überhaupt nicht. Das ist wirklich der Vorteil vom Mann nicht schwarzen, dass du, ob man es kein Schreibfehler dran kann. Du hast auch gemerkt, dass das lange dauert, bis er auf einen Spruch in der Lovel definieren, wie sie Genitalien nennt und so weiter. Und ich weiß, dass viele Deutschmenschen, mit denen ich Sex hatte, das immens leid von tun, dass sie noch plötzlich aber Flaus kennen sollen. Ja. Also für allem nur dem sie ihnen erklärt wurden, dass das kleines Wollknäuel hieß an der Töterballfall für so eine Bespaßung und orgasmatisch Zustand irgendwie gesucht.
weil ich schon noch spannend fand, wusste so Schreibfehler, also ich fand das nämlich nicht so schlimm, ich meine, es sind mir locker gehen mit der Zeit, was wirklich noch korrekt ausgedrückte Spruch angeht. Mir was interessant fand an dem Kontext, das sind die Emojis, die immer mehr abkommen. Ja, das ist ja nonverbal. Das ist ja nonverbal, aber auch irgendwie Schriftspruch. Und dort kann ich auch immens viel ausdrücken. Also ich meine die üblich Aubergine und so Wasserdrüpsen oder Piche, sind so Klassiker. Ich benutze gut keinen Musik zu meiner Schande gestohlen. Ich fand das auch irgendwie ultra nervig. Und ich fand das aber witzig, also dass ich das also gut suggerieren kann. So. Ich muss so also ich passe mich da oft ziemlich so wie die Leute, was für Zeichen die Leute benutzen, ob sie echt so traditionell Smiley benutzen oder echt Emojien, ich sind da ganz anpassungsfähig. Und ich fand da war ein gewisser Kontext da ganz spannend, wir können so Emojis benutzen für gewisse Zustände können zu beschreiben oder einfach zu können zu beschreiben, okay, ich habe gerade Lust, ob dich du verschicken da eine Aubergine oder den anderen Obst oder Gemäß, was ein bisschen wie phallusförmig ist. Fand ich schon ganz witzig, das kann durchaus spannend sein. Und das auch ein Spruch. Mit das Beispiel, also ich fand das Spruch immens viel Hilfe kann, man den Schwätzen kann ihn sich aber das auch ein extrem mir für Missverständnisse. Und, also es kann zu einer Waffe gehen, die extrem verletzen kann sein. Es kann aber auch Brücke schlagen zwischen den Leuten. Ich denke, dass das, was den Nullausstraherinnen vielleicht mal auf den Weg kann gehen, dass der Illusion nicht solle verfallen, dass ein gemeinsamer Spruch, also dass wenn den Job einen Spruch geähnlicht wird, nach langen Tisch, dass sie sich wirklich wert verstehen. Also dass sie manchmal an einen gemeinsamen Kennenlernen nie schwarzen oder Kommunikation sollte schätzen. Und dafür also besser sich Zeit für das schon ganz praktisch. Ja, also ich gebe so ein, auch wenn ihr dieselbe Spruch schwätzt den noch keinen gemeinsamen Spruch. Genau. Ja. Konntest du das einen gemeinsamen Spruch zu finden, ob die verbal ist, ob die Emoji sind oder ob der Zeichen sind, das ist da relativ egal. Hauptsächlich kriegt jemand nicht kommuniziert. Und ich fand doch immer gut für Sachen nur zu froh, wenn den es nicht verstanden hat. Das ist besser nur zu froh, auch wenn es dann nicht mehr so sexy ist wie bei der ersten Kehr, wenn den Apps dann drüber geflüstert wird. Oder wenn den einfach einen Begriff benutzt wird, die eine Person, die ihn selber nicht versteht, dann muss ich ihn einfach nur freuen. Und ich fand doch gut zu freuen, wie willst du das dein Penis, den Vulva, den Brust, dein Hünder nennen? Aber dann wird dann das Jean-Pierre, dann ist es eben so. Ich fand das den schönsten Schlusssatz, den ich benutzen kann. Dann hast du Mensch Zeit fertig zu sein. Der Jean-Pierre Brünnhilde, der Joel an. Dann? So, Nadi. Ciao. Ciao. Bis in 2 Wochen. Ein gut froh. Gut gefroht. Wat aus der Boobcycle? Ja, Brüst von Ohrenzyklus. Das heißt, sie verändern sich nur einem bestimmten Kreislauf. Die sogenannte Brustempfindlichkeit, also das Brust zu einem bestimmten Moment vom Menstruationszyklus spannen oder weiden, sind häufig Symptome vom PMS, dem prämenstruale Syndrom. Die anderen Veränderungen an der Brust über den Lauf von einem Monat gehen echt selten diskutiert. Auch kennen noch viele Leute nicht, egal ob sie menstruieren oder nicht. Heute du wennst den Überblick von den Veränderungen bei einem 28. Zyklus. Und welchem von denen die spezifische Veränderungen passieren, hängt von der Länge an dem individuellen Zyklus von all Personen auf. Es gibt 5 Phasen. Phase Nummer 1. Klumpig und holprig. An den ersten Tag von der Regelblutung sind Brüste oft klumpig, weil sich zu der Zeit Milchdrüse vergrößern, für sich auf eine mögliche Schwangerschaft vorzubereiten. Sobald der Körper merkt, dass sie nicht schwanger ist, verändert sich die Textur aber relativ sehr. Phase Nummer 2. Müll und Klang. Zum Ende von der Regelblutung sind Östrogen und Progesteron, das sind die 2 Hormone, die für den Menstruationszyklus zuständig sind, auf ihrem niedrigsten Stand. Während der Zeit sind Brüste oft kleiner Müll. Et fragen sich, für war das mein BH so eitel? Da das normal.
Phase Nummer 3. Erhuwen am Munter. Wer den E-Sprung mino könnt, ungefähr bei Tag Nummer 12, desto mehr Östrogen als am Körper. Östrogen verbessert die Elastizität von der Haut und lässt Brust auf mehr lebhaft auf Frau ausgesehen. Phase Nummer 4. Fast auf voll. Nur dem E-Sprung, also ungefähr Tag 15, ist Progesteron am höchsten. Während der Zeit sind oft Brust am größten auf vollsten. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Brust geschwollen und empfindlich sind. Phase Nummer 5. Asymmetrisch Archiv. Während der Woche 4 der Regelblutung ist den Östrogen am niedrigsten. Da wenigstens sehen Brust oft asymmetrisch Archiv aus. Keine Angst, sie gleichen sich aus, sobald den Östrogen zurückkommt. Hier die 5 Phasen am Überblick. Phase Nummer 1, klumpig und holprig. Phase 2, klang am Müll. Phase 3, erhuwen am Munter. Phase 4, fast auf voll. Phase 5, asymmetrisch Archiv. Und zu guter Letzt nicht vergessen, egal ob das überlebt oder halb voll ist. Der Körper verändert sich die ganze Zeit, wird normaler gesund ist. Wenn der Frohen oder Bedenken zu Textur, Form oder Empfindung von ihrer Brust tut, da wandt ihr schon einen Frauendoktor oder einen Frauendoktor. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreiweis auf sax@ara.lu. Frohe gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mal ernehmen nennen. Über Feedback freue meist immer. Dir fand mehr wie Sex auf Facebook, Instagram, sexpodcast.lu oder all gewinntene Podcast-Plattformen. Mehr wie Sex. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit freundlicher und finanzieller Unterstützung vom CSAS, dem Nationale Referenzcenter für die Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Den CSAS geht alle Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.